Welkom voor een nächste video van deels dat thema dat Schweinsche en parfume. Mijn naam is Gabriele Kroon en ik freue mich, dass du da bist. Von dir möchte ich dir das erste eine kleine Geschichte vertellen. Als kleiner Jung, der wächst ab. Das ist das erste als ein kleines Kind in der Windeln, als Baby. Und der wächst ab, der lernt ran, wird immer. Und der Prozess von Wachsen ist da. Und der lernt irgendwann selbst nach Wanne gehen, selbst nach Klo gehen, wo immer die das nennt. Und am Anfang dann schafft das für ein Geld und für ein Veraglich dort. So, ich glaube, jeder Einzelne kennt das. Und dann ist alles schwinsch, bemoost. En wat is mijn opgave? Wist je dat ze doen? Bloos een spray oder een schijnreksel oder een schijne zeep nemen, dat er napjuiten oder nen sprayen en een bootstof nen sprayen en krijg ze looten en dan einfach uitgaan. Neemt die jong met eruit en dat krijg ze looten. Na 5 minuten komt die terug en die bootstof nen. En wat riekst u dan dat sterkste? Dat parfum, de schijne zeep oder dat schiet wat er nog onbemoost is, wat er nog schwinsch gebleven is. Woont es da te reken? Ik geloof iedereen weet dat het schwinsche, dat wat het meeste te reken zijn. Dat houdt, dat komt immer ver. Dat komt übernimmt immer den scheinenden Geruch. Und kriegst du jetzt mit uns leben. Und wenn wir versuchen, einfach gute Menschen zu sein, alles reich zu merken, vielleicht besser sogar bekehrt, wir können wirklich einen guten Glauben haben, aber wir haben ein Ding, was du schwinsch ist. Wir haben vielleicht ein bisschen an unserem Charakter, was du schwinsch ist, und wir denken, no, das bothert nicht. Ich will kriegst es das, ich sehe all gut genug. Und dann möchte ich dir die nächste Person vorstellen aus der Bibel, und das ist David. David wie eine Person, kriegst es du und ich, die wir menschlich geboren. Wenn du den ganzen Psalm durchlesen, was ich dir von dir möchte vorstellen, dort ist einfach beschrieben, dass wir auch ein Mensch, wir fleischlich geboren, wir aus Sünder geboren. Jeder Mensch hat das Negative, das Falsche, die sind an sich, wenn die geboren ist. Das wird klar beschrieben. Aber was ist das Wichtigste? Wir denken von David wie ein guter König, dass wir sind eine gute Person, oder wir einfach wirklich gut. Gott selbst sagt von dem, dass wir ein Mann um ihn hat. Und du denkst, okay, der hat dir das gut getan. Was hat dem so gut gemerkt für Gott? Nicht bloß für Menschen, sondern für Gott. Und das ist sein abrechnet Hort. Wenn er einen Fehler gemerkt hat, der schämt sich nicht, der verdammt sich nicht. Und der nicht bloß sagen, no, das ist nicht geworden, ich will alles gut merken, ich will bloß viele gute Dinge tun. Und die Menschen wollen das auch verjeten, das Schlechte, was ich getan habe. No, er hat einen abrechnet Hort und kommt für Gott. Und ich möchte die Psalm 51, 2 Versen nehmen. So, der erste Vers ist Vers 12. Schuf in mir ein reines Hort, o Gott, und gib mir einen feststehenden Geist. Vers 14. Du mir der Friede und deine Radung wiederherstellen, und gib mir einen Geist, der dir gehorchen will. So was Nummer 1, lud die reinwaschen für Gott. Verdumm die nicht, wenn du nicht alles handkriegst. Wenn du glaubst, du bist nicht gut genug, verdumm die nicht. Gott hat dich gewählt und du bist wichtig für Gott. Und ich möchte die Frauen, bete diese Versen immer weiter, jeder Tag. Und du kannst auch nicht mit mir mitbeten und sagen, vor dem Himmel, wasch mein Hort rein. Ich sie vielleicht immer ein guter Christ gewesen oder ich habe sie gelebt aus warm, aber von dir möchte ich eine neue Entscheidung machen und die nie in mein Hort lassen. Wasch mich rein, wasch mein Hort rein und füll mich ab mit den Heiligen Geist. Mit dem Geist, der mir die Radung jeder Tag klar macht. Der mir immer wieder klar macht, dass ich die gehorchen will, dass ich ein abrechtes Leben will haben. Dass ich nicht mit einer Kraft, vergib mich vorher, wo ich mit einer Kraft versagt habe, ein guter Mensch zu sein. Und von dir lade ich den Heiligen Geist an, halt mich, dort zu tun, was Gott gefällt. Dass ich nicht bloß für Menschen oprechtig sein oder ein guter Mensch sein, sondern dass ich für dich ein reines Hort habe, dass ich für dich einfach ein Leben kann für andere Menschen. In Jesus sein Namen. Amen. Und lieber Torja, ich möchte dich sehen, nimm das ernst, lebe dein Leben, nur Gott sein Hort. Verdumm dich nicht, wenn du auch gelebt hast, sondern nimm dich Not von Gott jeder Tag an und lebe das. Du wirst eine Freude finden, das die Falschen sein. Du wirst eine Freude im Leben finden und lud die Fällen von den Heiligen Geist. Wenn du Frieden hast, du kannst mir sehr wellig schreiben. Mag Gott dich segnen.